Ich war das paar Jahre schon, wo ich im Jahr Europa war. Und ich nicht oft am Land sind, aber sind dann als eben für Nationalequipe oder kurz für die Familie zu gesehen. Mir tut viel gerne. Auch viele neue Spieler kommen, neue Trainer. Mais l'ambiance ist immer dieselbe, positive Gruppe. Und ich hoffe, sie können ein positives Resultat in Zukunft. Ganz ehrlich, ich habe nicht ganz viel den Marché geguckt, aber ich habe einen guten neuen Trainer geholt, der auch Erfahrung hat. Ich war ja bei der Jeunesse Sidling. Ich habe noch ein paar erfahrene Spieler, noch immer wo hier sind, wo Leader können sein, mit ein paar jungen Spieler, die zukommen sind. Das kann eine gute Kombination sein. Ich habe schon ja heute ganz jung angefangen auf der Fola. Und da sind ich auch mit 16 und ein bisschen angefangen, mit der ersten Kids zu trainieren. Und ich meine, mit 18 habe ich dann angefangen, heute zu spielen. Und das ist ganz schnell gegangen. Wir hatten auch einen guten Trainer, eine gute Gruppe, Qualität war immer da. Und dann habe ich auch national gespielt und dann ist alles dick schnell gegangen. Natürlich wird man doch mehr einfach geworden, mit so guten Spielern zu spielen und einen guten Trainer. Ja. Ich bin in England gegangen, natürlich, das ist ganz anderer Fußball. Weil Leute auch ein bisschen lang für sich zu adoptieren. Aber die Show, die ich dann gemacht habe, gebe ich für nichts tauschen. Ich bin dankbar dafür. Aber nicht viel, weil es war Corona am Anfang, wenn ich das losgegangen aus am März war in Holland kein Fußball mehr. Und dann sind ich auch am Juni war ich in Montenegro im Monat. Hatte ich auch einen privaten Trainer da und ich mich ein bisschen fit gehalten. Und ja, ein bisschen Fleisch. Nee, leider noch nicht. Vielleicht 20 Jahre. Alles Gutes an den Zielen, eine gute Gruppe, junge Gruppe. Natürlich schwer doch Resultate machen. Sorry, ich habe den Miguel gerade geguckt. Das ist gut, das genau. Tip top, merci Enes.